Und jetzt geht's weiter mit guter Musik, und zwar von diesem Mann hier, Björn Häuser. Das ist sein aktuelles Album, heißt Schlaflos. 11 kölsche Lieder sind drauf, unter anderem auch Gänsehaut-Balladen. Und bei mir ist er jetzt auf der Couch. Hallo Björn, schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Hallo, gleich mit deiner Band gemeinsam spielt ihr Mit dir. Das ist einer dieser Gänsehaut-Balladen, oder? Ja, ganz genau. Wer meine Musik so ein bisschen kennt, der weiß, ich bin sehr fixiert auf Balladen, und da gibt es natürlich einige auf dem neuen Album Mit dir, aber auch ein paar andere, weil mit dem Thema Liebe hat ja jeder irgendwie so ein bisschen was zu tun, und das muss natürlich dann auch verarbeitet werden von einem Künstler, und das mache ich immer wieder gerne. Geht es einem nach so einem Song dann besser, wenn man Liebeskummer hatte? Manchmal schon, nicht unbedingt immer. Du verarbeitest ja auch Alltägliches oder auch Außergewöhnliches, bist ja viel auf Reisen unterwegs in Beijing, New York und so weiter. Inspirierst du dich auch da und schreibst dann auch da vor Ort teilweise die Songs? Ja, auf jeden Fall. Auf dem aktuellen Album jetzt ist sogar ein Song, den ich in New York geschrieben habe. Der heißt Dave in dir. Das ist so ein kleines Gute-Nacht-Lied. Das ist zum einen inspiriert von dieser traumhaften Stadt. Ich will da unbedingt auch mal wieder hin. Zum anderen aber auch von einem Roman, Die Asche meiner Mutter. Das kennt ja fast jeder, würde ich mal sagen, von Frank McCourt. Und so diese Kombination New York und die Lektüre dieses Romans, das habe ich da auf der Reise gelesen, die hat zu diesem Song dann geführt. Und wenn man dieses Hintergrundwissen hat, dann hört man das auch und versteht den Text vielleicht auch viel besser. Nimmst du denn deine Gitarre auch mal mit auf Reisen, also mit nach New York oder Beijing, und machst auch da vor Ort so ein bisschen Musik? Auf jeden Fall. In New York und Peking habe ich ja sowieso gespielt, aber auch grundsätzlich habe ich eigentlich immer eine Gitarre dabei, und in meiner Wohnung gibt es auch keinen Raum, wo nicht eine Gitarre steht, und neben dem Bett steht eine, in der Küche steht eine, überall stehen Gitarren, und ich glaube, ich würde auch wirklich was vermissen, wenn ich nicht irgendwie kreativ sein könnte. Was sagen die Nachbarn dazu? Ich glaube, die freuen sich. Ja? Ich weiß es nicht. Also, solange du noch keine Ärger bekommen hast? Nee, ich habe noch keinen Ärger bekommen. Nee. Jetzt hast du in deinem Leben schon über 300 Lieder auf Kölsch geschrieben. Machst du eigentlich nur kölsche Musik oder auch zwischendurch mal irgendwie was Deutsches, oder also Hochdeutsch oder Englisch? Ja, Kölsch ist so die Sprache, in der ich fühle, in der ich träume auch, und die ich lebe. Ich bin halt so ein urkölsche Jung halt, und so hat es sich ergeben, dass ich eigentlich fast nur kölsche Sachen mache. Ich mache hier und da Auftragsarbeiten, oder ich arbeite viel mit Kindern, da kommen natürlich auch hochdeutsche Sachen vor, aber so wirklich kreativ werden kann ich eigentlich nur auf Kölsch. Und du bist ja auch ein echter Kölscher Junge, bist in Ehrenfeld geboren und lebst immer noch in Ehrenfeld. Lebe immer noch da. Und da gibt es ja auch 2 Lieder, ne, auf der CD. Ja, da gibt es Ihrefeld läuft. Das ist so eine Hymne für mein Viertel quasi. Das habe ich schon vor 10 Jahren geschrieben, ist jetzt endlich mal vernünftig produziert rausgekommen, und immer noch aktueller denn je. Und dann der Titelsong Schlaflos, der spielt in der Lenaustraße, das ist auch eine Straße in Ehrenfeld. Und so merkt man halt immer diesen Bezug zu diesem Viertel, der ist sehr eng bei mir. Wie entsteht eigentlich so ein Song? Braucht man da manchmal stundenlang, um den Text irgendwie zusammen zu haben, oder geht das irgendwie ganz fix bei dir? Es sind eigentlich Geistesblitze. Wenn man mit offenen Augen über die Straße geht, dann braucht man auch gar nicht nach Themen zu recherchieren, sondern man muss einfach gucken, was passiert. Ich bin fast jeden Abend in irgendwelchen Kneipen, und wenn man da einfach mal die Öhrchen ein bisschen spitzt, dann kommt man auf so viel gute Themen, und dann dauert es vielleicht mal 10 Minuten, mal 2 Stunden, bis so ein Text fertig ist, aber es geht eigentlich recht fix bei mir. Und wenn es nicht schnell geht, sind es meistens auch schlechte Sachen, die verworfen werden. Und ist es dann so, dass der Text zuerst entsteht, dass du dir da erstmal Gedanken drüber machst, den aufschreibst und dann die Melodie aussuchst, oder ist es manchmal auch umgekehrt? Das ist manchmal auch umgekehrt. Viele Texte entstehen irgendwie auf dem Bierdeckel, noch in der Kneipe selbst, oder auf dem Handy, das geht ja neuerdings auch. Dann stehe ich mal in so Hauseingängen und singe da irgendwas rein, die Leute denken, der ist bekloppt. Aber es gibt auch die umgekehrte Variante, dass man eine schöne Musik am Klavier oder so entwickelt und denkt, oh, da könnte man was draus machen, und dann kommt der Text danach. Das kann man gar nicht so fest sagen. Und wie ist es mit deiner Band, die wir gleich auch noch hier kennenlernen werden? Haben die da auch so ein bisschen Mitspracherecht bei den Songs, oder servierst du die quasi immer auf dem silbernen Tablett und sagst, hier Jungs, das spielen wir jetzt? Es ist schon so, dass die Songs von mir kommen. Jetzt bei dem Album war es noch so, dass es noch gar nicht eine richtige Band gab. Das waren halt Studiomusiker. Die Band ist erst danach entstanden, was mich sehr glücklich macht auch. Und da war es so, dass der Produzent Christian Koch, der gleich auch die Keyboards bedienen wird, sehr, sehr viel am Sound geschraubt hat. Also ich bin ja eher der Liedermacher, der mit der Klampfe irgendwo da sitzt und die Lieder singt, und der hat es halt jetzt gemacht, dass es irgendwie modern klingt und nach 2011 klingt. Wir wollten halt kölsche Songs in einem ganz neuen musikalischen Gewand irgendwie rausbringen, und das ist dem Christian Koch unheimlich gut gelungen, und da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Du bist ja auf jeden Fall ein Vollblutmusiker, das heißt, du schreibst, komponierst selber, singst dann auch und spielst Gitarre mit dabei. Ist dir das eigentlich in die Wiege gelegt worden? Waren deine Eltern auch schon sehr musikalisch? Oh, das kann man so nicht sagen. Mein Vater hat mal so ein bisschen Orgel gespielt und Gitarre. Wir sind damals auch am Anfang meiner Karriere, da war ich so 12, 13, sind wir auch zusammen aufgetreten als Vater und Sohn, auch damals schon Kölsch. Aber das kam halt, so mit 13, 14 hatte ich halt Klavierunterricht und so dieser übliche Werdegang. Und klar, ein Talent muss schon da sein, sonst könnte man es nicht. Aber ich habe auch unheimlich viel dafür getan, habe später auch Musik studiert. Und es war ein harter Weg, aber ich bin jetzt total froh, dass ich davon leben kann.
Ja, super. Und so soll es auch weitergehen, ne? Oder gibt es noch irgendwelche Ziele, Wünsche, welchen Preis du gerne mal absahnen möchtest oder wo du auf jeden Fall gerne mal auftreten möchtest? Preise würden mich so jetzt erstmal nicht interessieren. Ich bin im Moment sehr glücklich, dass ich beruflich so einen Erfolg habe. Und wenn das 30 Jahre oder 40 Jahre so bleibt, dann bin ich der glücklichste Mensch. Das glaube ich dir. Jetzt kann man euch in den nächsten Wochen, Monaten sehr häufig sehen. Zum Beispiel am 20.05. im Gaffel am Dom, da gibt es so ein Mitsingkonzert, ne? Genau, da bin ich allerdings ohne Band, da bin ich alleine. Da spiele ich jeden Freitag im Gaffel am Dom um 10:30. Das sind so diese Mitsingkonzerte, auch wo viele Klassiker von den großen Bands gespielt werden. Das mache ich, wie gesagt, alleine. Der nächste Termin mit Band, mit einer abgespeckten Version, ist am 26.05. in Langenfeld im Rahmen eines Mundartsabends. Und dann gibt es im Herbst nochmal eine Schlaflos-Tournee halt zu diesem Album, wo wir dann in vielen schönen Kneipen spielen werden. Und naja, die meisten Infos gibt es halt auf häuser-köln.de. Da stehen immer alle aktuellen Tourdaten und da kann man sich bestens informieren. Oder bei Facebook. Facebook, da ist ja eh jeder. Da ist ja also haben wir auch zwischendurch, glaube ich, eingeblendet. Du hast uns auch ein paar CDs zum Verlosen mitgebracht. Ganz ne? genau, Wie vier viele? Vier Stück. Wie die verlost werden, musst du sagen? Gewinnspiel @center.tv, da unten ist es auch eingeblendet. Einfach mit dem Stichwort Häuser wird es wahrscheinlich sein. Ich kann es von hier aus nicht erkennen. Ja, lieben Dank erstmal an dieser Stelle. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für die nächsten Auftritte. Danke dir recht herzlich und vor allen Dingen auch viel Erfolg, dass es weiterhin so gut läuft und du davon leben kannst. Und deine Band natürlich auch. Hoffentlich auch. Dankeschön. Alles klar, vielen Dank. Ja, und wir geben gleich in die Werbung. Danach geht es weiter mit Life and Balance, eine neue Folge. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Björn Häuser, seiner Band und dem Lied Mit dir. Eine heile Welt hast du mir prophezeit. Satz jetzt von Liebe, von Recht und Freiheit. Wenn ich dich an, fesselst du mich sowieso. Jedes Mal ob es Neue und ja, das macht mich froh. Mit dir Schwane, mit dir Jan, mit dir Wade im Rennraum stand. Mit dir Fülle, mit dir Lache, mit dir Hühle Nächte durchmache. Mit dir leben, mit dir sterben, mit dir verlieren und mit dir irren. Mit dir tanzen, mit dir singen, mit dir zu leben, das ist schön. Sick mit dir ist wie ein Roman. Es passiert, was passiert, nix muss doch alles kann. Jede Sick ist doch ein neuer Sick an dir. Jed Kapitel wegen neue Lust in mir. Mit dir Schwane, mit dir Jan, mit dir Wade im Rennraum stand. Mit dir Fülle, mit dir Lache, mit dir Hühle Nächte durchmache. Mit dir leben, mit dir sterben, mit dir verlieren, mit dir irren.